So, willkommen bei einem neuen Spaziergang-Schnäderli-Video vom Birrenweich Bringenheim. Wenn du bis am Schluss dran bleibst, dann zeige ich dir, wie viel ich aktuell, also was für Watchtime das ich habe. Ist ein bisschen weitergekommen und wie viel auf meinem Investmentkonto drauf ist. Einfach eine kleine Zusammenfassung, um dich zu motivieren, zum dranbleiben. Also Bringenheim. Also heute schnurren wir ein bisschen über das Schulsystem, was ich daran ein bisschen weich finde. Und zwar, das Schulsystem an sich ist, macht für mich keinen Sinn. Weil hätte ich früher gelernt, was ein ETF ist oder wie man investiert, dann wäre ich jetzt nicht da am Laufen, sondern ich wäre sehr wahrscheinlich irgendwo in Dubai, irgendwo mich am Verstecken. Weil momentan hat es ja dort wie Raketen rumfliegen und so. Hey, ja. Aber ich wäre auf jeden Fall nicht da jetzt. Ich wäre irgendwo in Dubai oder so. Bringen heim. Oder in einer Villa irgendwo umhängen. Oder irgendwo am Strand. Aber definitiv jetzt nicht hier am Laufen. Und dann müssen wir das Handy gefressen haben. Übrigens, ich habe es gratis Handy. Man kann mit dem neuen iPhone einstellen, dass man es normal heben kann. Und es hat so beschissen ausgesehen. Also mit einem Selfie-Stick oder so muss es rumlaufen. Das ist schon voll verblödet. So habe ich mir das einfach so normal in die Fresse rein. Genau. Also 1. bis 3. Klasse finde ich eigentlich noch wichtig. Weil dort lernst du also rechnen lernt man lernt schreiben, man lernt lesen, das ist mega wichtig. Also schreiben, lesen ist schon wichtig. Und so einfache Rechnungen machen. 2 plus 3 gibt 5 und so. Geteilt durch, was das ist, Minus und so, das ist mega wichtig. Aber nachher fängt es dann an, ein bisschen weicher werden, das ganze Zeug. Was ich damit sagen, man könnte eigentlich, also Französisch zum Beispiel, für was habe ich das gelernt? Ich glaube, es hat so viele Leute, die Französisch früher gelernt haben, vielleicht teilweise sogar noch gut sind, aber sie können heute nicht Französisch mit jemandem reden. Also wenn ich mit jemandem Französisch rede, ich kann nicht mit ihm eine Unterhaltung führen, obwohl ich so viele Stunden früher ins Französisch gegangen bin. Oui. Also falls ich der Einzige bin, Ça va. dann schreib es nicht in die Kommentare. Falls es anders ist, schreib es rein. Ja, ich kann auch nicht so gut Französisch. Und wie viele Stunden haben wir früher Französisch gehabt? Also meiner Meinung nach hätte man dann einfach mehr Englisch können lernen. Weil Englisch finde ich jetzt viel wichtiger. Und vielleicht Französisch kann man das nicht obligatorisch, sondern als Wahlfach haben. Wäre schon mal etwas. Oder anstatt Französisch hätte man mir beigebracht, was ein ETF ist. Oder irgendwie Content über... Also Content. Ich rede schon wie ein Influencer. Dass sogar Schulcontent ist. Irgendwie ein Fach über Investments. Oder wie man mit Geld umgeht. Das wäre noch mega wichtig. Ich sehe sehr viele Junge haben wirklich Probleme. Und die wissen gar nicht, wie man mit Geld umgeht. Jetzt kommen die ihren ersten Lohn über und schon haben sie Schulden. Das macht gar keinen Sinn. Oder Steuererklärung. Nur schon einem beibringen, wie man einen Steuerberater kann beauftragen, das simulieren. Also eventuell gibt es das jetzt schon. Ich würde mich natürlich gerne korrigieren, falls es sich in der Zwischenzeit geändert hat. Aber ich weiß es nicht. Weil ich finde halt, es hat sehr viele unnötige Fächer in der Schule, die man wirklich nicht braucht, weil die einen sind zum Beispiel stark im Rechnen, die einen sind stark im Sport und haben dort auch mehr Interesse und ich finde, man sollte irgendwie wie das mehr fördern. Wie hat man mich früher gefördert? Zum Beispiel im Sport. Ich habe gerne Fußball gespielt, ich habe Hockey gespielt. Ich war jetzt kein Ronaldo oder Messi gewesen. Aber hat man mich gefördert und ich hätte zum Beispiel in der Schule mehr Sport gehabt, zum Beispiel Fußball, hätte ich dort eventuell etwas reissen oder wenigstens in diesem Bereich mich verbessern, anstatt irgendwelche Scheiß, Algebra-Scheiße machen, wo ich überhaupt nicht brauche. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe so viele Stunden damit verbracht, Aufzüge machen dort und am Ausrasten mit meiner Mutter, weil ich das Scheiß nicht machen wollte.
Und dass das häufig die kreativsten Leute sind, die in diesem starren Schulsystem versagen. Ich rede gerne über Selbstorganisation und hier organisiert sich die Schule eigentlich anhand der gesellschaftlichen Vorgaben. Und wenn Schule anders wäre, um es so auf den Punkt zu bringen, und da aus allen unseren Schulen tolle junge Leute rauskämen, die richtig gebildet wären und wüssten, was sie wollten, müssten wir unser Wirtschaftssystem zumachen. Weil die brauchen den ganzen Schrott nicht. Das heißt, wir brauchen möglichst schlechte Schulen, damit wir genügend Kunden für den Müll haben, den wir hier innen antreten wollen. Das geht bis in die Politik. Wir brauchen möglichst unmündige Wähler, damit die ihre ständigen Diskussionsveranstaltungen im Fernsehen machen können. Die Schule dient sozusagen dazu, das zu produzieren, schafft aber natürlich in sich einen Widerspruch, weil jetzt aus der Schule auch zu wenig, also es sind nicht mehr so viele Kinder wie früher. Früher hat man 10% Rahmen abgeschöpft und hat gesagt, die anderen können als Kunden sozusagen die Müllfahrer machen und die Fußballstadien füllen. Und da reichen uns die 10% oben und jetzt kommen da oben nicht mehr genug an. Und deshalb sagen jetzt die Unternehmen, das geht so nicht. Wir brauchen Führungskräfte und die Handwerksmeister sagen, wir brauchen Leute, die eine Lehre machen wollen und auf einmal funktioniert das System nicht mehr. Stellt ihr euch vor, wir hätten das Schulfach, wo man wird lernen, wie man investiert, wie man mit Finanzen umgeht, wie man Steueroptimierungen macht und so, was Steuern überhaupt sind und so weiter. Aber ja, effektiv nicht. Das scheint irgendwie nicht interessant zu sein, wieso auch immer. Wieso werden die alle reich und irgendwie geht das nicht. Aber so einfach ist es ja nicht. Wenn alle, weil es kann nicht jeder mit Geld umgehen, das wäre eben auch noch ein Fach. Das Fach, das Thema, also das Fach, wo Geld heisst. Wo man einfach lernt, dass man nicht so viel soll ausgeben und so weiter. Oder dass man ein bisschen sparen muss, dass man ein bisschen Geld auf der Seite hat. Was ist eine dritte Säule? Was ist eine Aktie? Was ist eine Kryptowährung jetzt? Okay, früher hat es das nicht gegeben. Oder was ist das und so weiter. Oder wieso geht die Aktie auf? Was ist der Grund, dass die Aktie so weit aufgeht, die runtergeht und so weiter? Wieso? Da gibt es immer aktuelle Themen, da kann man ja auch das aktuelle Geschehnis anschauen und so. Aber nein, muss man nicht lernen. Lieber ein bisschen Geometrie oder irgendwelchen Müll, irgendwie was Kolumbus früher gemacht hat, welche Dinge er bereist hat. Das kannst du alles in ChatGPT heute schauen. Wenn du irgend so einen Scheiß wissen für die Geschichte und so, gehst du einfach in ChatGPT und dann hast du deine Antwort. Das macht wirklich keinen Sinn. Oder du kannst auf YouTube gehen. Auf YouTube. Also meiner Meinung nach, also, ich schaue sehr oft YouTube-Videos eben über Kryptos, über Investieren, Finanzen und so weiter. Oder auch sonst über Social Media. Man kann immer ein Fach haben, wie kann man Reichweite aufbauen und so weiter auf Social Media. Heisst ja nicht, dass man ein Influencer muss werden muss, der da Werbung macht für Make-up oder sonst irgendetwas. Unbedingt. Aber allgemein Reichweite aufbauen, weil es gibt ja viele Social Media Accounts, wo um die Firmen gehen, oder? Ich meine, Migros hat Social Media, irgendwelche Pizzerias und so weiter. Das ist ja dann alles Eigenwerbung für seine Firma. Man muss nicht mehr heutzutage irgendwie eine Zeitung zahlen für einen Zeitungsartikel, damit man Werbung macht für seine Pizzeria oder so. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht man besser über Social Media. Und dann könnte man eben auch lernen, wie man seine eigene Firma gründet und so. Wie macht man eine Einzelfirma? Wie macht man, was ist eine GmbH? Und so weiter. Ich weiss, die eine Sache, ich habe eine Einzelfirma gegründet. Ich habe zum Beispiel keine GmbH, aber ich weiss schon plus minus, was der Vorteil ist von einer GmbH, eben, dass du kannst aufs RAF gehen und so. Und eine Einzelfirma hast, kannst du nicht aufs RAF. Jetzt musst du BVG zahlen. Selber. Also musst du nicht. Oder AV selber zahlen. Das checken die Leute gar nicht. Weil man das gar nicht lernt in der Schule. Man lernt nur einfach angestellt sein. Eine Lehre machen. Man lernt dann nachher, wie man ein Angestellter ist. Und eine Lehre ist man sogar der Bimbo. Also, wo ich in der Lehre war,
Die meiste Drecksarbeit macht der Lehrling. Sind wir mal ehrlich. Also musst irgendwo ist etwas dreckig und der Lehrling rufst, um das zu putzen. Oder Inventar machen und so Zeug. Oder sonst irgendwelche Drecksarbeiten, je nachdem, wo du was schaffst. Es ist auch irgendwie auch wichtig in der Schweiz, für die Schweizer, dass man eine Lehre hat. Ich habe keinen Lehrabschluss. Und ich habe bis jetzt bin gut über die Runden gekommen, immer. Ich habe sogar teilweise besser über die Runden als Kollegen, die eine Lehre gemacht haben. Also das check ich auch nicht. Was das soll mit dieser Scheisslehre. Dass man das jetzt unbedingt ums Verrecken muss machen. Nein, voll nicht. Die erfolgreichsten Leute auf der Welt sind auch, kommen nicht als Angestellte. Das ist nicht erfolgreich, weil sie angestellt sind jahrelang. Sondern weil sie selber etwas aufgebaut haben. The biggest lie you were ever told? That life will magically make sense if you just follow the script. Go to school, pick a safe path. Don't question anything. Work, rest, repeat. But you already know the truth. The script doesn't lead to freedom. It leads to predictability. The Matrix sells you expectations disguised as opportunities. It sells you safety that costs you your potential. It sells you a roadmap that was never meant to make you fulfilled, just manageable. And yet, most people follow it without a second thought because it feels easier than carving their own path. The moment you stop letting others write your story, you get your power back. The moment you question the script, you get your mind back. The moment you choose your own path, you get your freedom back. Your life wasn't meant to be a copy of everyone else's. It was meant to be a creation, and you're the one who has to build it. We may not see each other again, so make sure to follow this page. Also, das wär's gewesen. Bringen heim. Schreib in die Kommentare rein, was du davon haltest. Und gib ein Like. Bringen heim.